Ach ja, Leute, der Kampf gegen Freezer, unser Goku ist gerade abgesoffen. Oder so, keine Ahnung. Einen kurzen Kampf wiederholen, aber ja, okay. Besiegt. Freezer stiehlt die Dragon Balls und spricht seinen Wunsch aus. Sein Name erscheint im gesamten Universum und jede Kreatur weiß, dass er ihr unsterblicher Herrscher ist. Was wäre wenn? Eine Scheiß-Story. バン生まれて初めてかもしれないな。こんなにワクワクするのはどうやって料理しようか。わあ、まだまだ。こっちだよ。ちょっと脅してやるか。こっちだよ。 Sag mal, jetzt reißt's mir aber langsam. Kannst du was anderes machen, Freezer, du alte Pissnelke? Dann wohl schnell hinterher. Da kein Ki mehr. Guck, mach dir keinen Scheiß. Oh, ich mach noch wesentlich mehr, Alter. Ja, block nur schön ab. Oh fuck. Ja, das wird wehtun. Ulrika blocke. Okay, ich hab's ja geblockt, aber so Goku wollte nicht. Das geht's wieder nicht. Ich kann die scheiß Attacke nicht einsetzen. Jetzt sagen wir nicht, das geht gegen Freezer nicht. Ich will es mich verarschen. Also eine Story-Geschichte ist. Oh, dann friss halt das. Ja, ein Teleport ausgeworfen, wa? Oh, der war aber auch nicht schlecht. Nein, ich will gerade noch. Okay, gut. Wenn diese alte Pissnelke nicht will, dann kriegt das jetzt aber als Saures. So lange wartet Freezer. Oh! So, guck, was machst du da? Steh doch auf! Junge! Was ist denn das jetzt?
Mist, wollen wir ganz kurz was testen. Eigentlich wollte testen, ob man noch in Sparking-Modus ein Ding einsetzen kann. Okay, das kann er unterbrechen. Krass, wusste ich gar nicht. Bang! 生まれて初めてかもしれないな。こんなにワクワクするのはどうやって料理しようか。なんと。Gut, Freunde, ich habe eigentlich lang genug mit ihm gespielt. Wenn ich ehrlich sein darf. Deswegen machen wir es jetzt anders. Die berühmte Taktik. Mal nicht quatschen, sondern kämpfen. Klappt nicht so, wie ich eigentlich wollte. Wow, der ist schon da. Jetzt haben wir es gesehen. Okay, am Schluss können die Genkidama einsetzen, gut zu wissen. Okay. So kontern kann ich es also nicht. Interessant. Die Genkidama, ich weiß nicht, hätte es dann gereicht, wenn ich ihn jetzt eingesetzt hätte? Okay, ich weiß nicht. Hat es irgendwie was damit zu tun, dass ich die Tastatur drücken muss, oder hat es mit der Geschwindigkeit zu tun? Weil irgendwie, hier klappt das so selten. Moment, mal ganz kurz testen. Okay. Es geht nicht um Schnelligkeit, es geht um Genauigkeit. Du musst aber reinsetzen. Wenn er mir auf die Nüsse geht, ey. Natürlich kann man eine Abwehr durchdringen. Mit dem Scheiß-Move.
僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかna? この星と共に消え失せろ! Ja gut, wir müssen ehrlich sagen, momentan ist einfach ein bisschen Glück, ob ich irgendwie überhaupt so weit komme, die Genki-Dame einsetzen zu können. Weil auch wenn ich mal ausweiche mit Porten oder so, ihr seht es ja selber, das klappt einmal ganz gut, ein zweites Mal ist er plötzlich auch schneller. Das ist ein bisschen doof tatsächlich. Nee, ich muss auf genug runterbringen, ne? Wenn ich ihn auf einen genug tiefen Wert gebracht habe, dann kann ich meinen Finisher einsetzen. Das dauert aber auch. Unter Wasser vor allem, ne? Der weicht eh aus, also mit dem her. Oh, nee. Jetzt schwören könnte der weicht aus. Ist schon ein harter Brocken, dieser Freezer, ne? Da habe ich das Gefühl gehabt, der macht da verdammt viel Damage. Son Gokus Genki-Dama hat den langen, harten Kampf beendet. Unsere Helden können sich endlich ausruhen, denken zumindest bis. Das garantiert auch so eine Was wäre wenn Story. Dann hätten wir es rechtzeitig geschafft, also da muss wirklich verdammt schnell sein. Dann hätte es mit der Genki-Dama geklappt und keine Ahnung, vielleicht wäre dann cooler aufgetaucht oder so, können wir auch vorstellen. 貴様らを許すと思うか？一匹残らず生かしては返さんぞ。クリリン！やめろ！フリーザー！お次はガキの方かな？許さんぞ！欲望！欲望！ピッコロを連れてさっさと地球へ帰れ！まだかすかに生きている！ Das ist das, was ich in der letzten Folge meinte, von wegen Story-Modus, ja, aber warum so, ja, so Bild für Bildmäßig, ne? Ich meine, das wäre jetzt so ein Beispiel für eine echt epische Szene, die man ruhig hätte komplett animiert darstellen können, wie es in jedem vernünftigen Dragon Ball Spiel mit einem Story-Modus gewesen wäre, aber nee, hier jetzt muss man sich sagen, ne, wir kürten es ab, jeder weiß, was passiert. Ja, natürlich weiß jeder, was passiert, aber trotzdem wäre es episch gewesen. Na gut, kann ja direkt weiterspringen, will, ja. Überwältigt von reinem Zorn, weil er mit einen Augen Krilins Tod gesehen hat, war Son Goku einen legendären Super Saiyajin. Naja, nicht ganz. Der legendäre Super Saiyajin hatte grüne Haare und so, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja gut, komm zum Kampf, wir haben ja jetzt eh die ganze Cutscene verdorben. Sorry, aber da bin ich halt irgendwie, weiß auch nicht. ついに 100% パワーってやつのお出ましか。
何をしておるんだ悟空。聞こえるか。今だ、今がチャンスだぞ。確かにこんなチャンスは二度とないかもしれねえ。宇宙一強い野郎のフルパワーを。なんだと。悟空、お前自分が何を言ってるのか分かっておるのか。クリリンの敵を撃つんだ。あいつは二度死んだ。もうドラゴンボールでも生き返れない。クリリンはいいやつだった。本当にいいやつだった。一番の仲間。粉々にしやがって。 85%90。フリーザー、貴様がフルパワーになるのを待っているが、最高の貴様を叩きのめしてからだ。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。そうでなきゃもう一発星を打って終わりにしてたはずだ。これがお待ちかね。 Na dann, komm mal. 待たせたな。 Oh, wir sind beide im Sparking-Modus. こいつ Na が dann. 望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。宇宙一なんだ。貴様は俺に殺されるべきなんだ。 Junge, wie viel Damage macht denn der? 来いくたばり損ない。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。 Hey, ich block doch! Was ist das wieder so ein Scheiß-Move? 空をなめんなよ。最長老よ、今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たちすべてを地球に送ってくれ。 Mann, ich kann nicht ausweichen! お願い。フリーザとクモーレを除いた者たちすべてをに。 Das schon wieder. 今ここで勝負の決着をつけなければ俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。こいつはどうだ。いや決着はつけてやつ。 Ernsthaft? Dankespiel für den scheiß Plotfeast. Ne, komm nicht mehr raus da. Verspüre nur Hass. Hass für Freezer und leider muss ich sagen, noch ein bisschen Hass für das Spiel. Nein, nicht Hass fürs Spiel. Enttäuschung. Weil gerade so wie Son Goku gesagt hat, auch. Krillin ist sein bester Freund oder war sein bester Freund. Jetzt in dem Standpunkt ausgesehen. Und dann so einen Scheiß zu machen, also sorry. Das Ganze einfach zu cutten, weil mich eigentlich nicht gefreut hatte. Auch wenn, wie bereits erwähnt, wir andere Spiele hatten oder haben, wie Dragon Ball Kakarot und so, wird das Ganze natürlich. Ja, die ganze Story muss eigentlich schon detaillierten zu haben. Ja, natürlich, aber trotzdem ist es nochmal ein bisschen was anderes. Wieso kann ich da weder blocken noch ausweichen? Es klappt doch sonst mit Teleporten auch immer. Also nicht immer, aber öfters. Das
Timing beim Super Saiyan irgendwie anders? Nein. Mann, ist das frustrierend. Ja, okay, da bricht dann also. Und dann anders überlegen. Dieses Teleporten hier ist ein bisschen was anderes, weil das. Gut, bis auf jetzt hier. Aber wenn ich angreife und teleporte, mache ich das wirklich auf Knopfdruck quasi. Das andere ist zwar auch auf Knopfdruck, aber muss ich auch mit Timing. Das hier ist weniger mit Timing. Also was bringt sowieso nichts mehr. Okay. Wieder ohne Quatschen das Ganze versuchen. Wird schon. 待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。しつこいくたばり損ないの。いいだろう。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。こっちだ。こいつはかませんぞ。バラバラになりやがれ。かませんぞ。バラバラになりやがれ。ざまあないな。こいつはかませんぞ。バラバラになりやがれ。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。So, ein bisschen was anderes. Ein Rache-Konter kontern, ja, ja, typisch Freezer. Junge, ich dachte, die Kämpfe wären zum Teil irgendwie einfach, weil ich dachte, okay, der erste Kampf gegen Freezer war natürlich jetzt schwierig, weil wir ja eigentlich auch nicht gewinnen dürfen, ne? Solche Kämpfe, dass die schwieriger sind. Aber wenn hier alle Kämpfe so schwer sind wie diese, dann muss ich wirklich den Story-Modus runterstellen. So leid es mir auch tut.
Aber ich habe erstens nicht die Nerven tatsächlich, aber auch nicht die Zeit, um so lange zu trainieren, bis ich hier auf dem Modus hier bestehen kann. Aber wenn es natürlich auch frustet, ganz klar. Der Frust ist definitiv da, aber das ist ja eben auch ein springender Punkt. Nicht nur der Frust darüber, dass ich in Anführungszeichen so schlecht bin, sondern auch der Frust darüber, dass wir keinen Progress haben. Und das soll und darf beim Let's Play nicht sein. Erstens zum Zuschauen, das ist der Fakt. Zweitens aber auch für mich selber, weil ich so nicht vorwärts komme. Und eben nicht so viel Zeit dafür investieren kann. Leider. Leider Gottes. 今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のようにクリリンのことか。 Niemals auf solche Moves zu gehen und wenn ich ihn sicher treffe, das ist gar nicht so meine Art, das ist das Problem. Hier, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, ich kann nicht porten dabei. Wenn ich da in seinem Move drin bin, dann geht porten nicht. Und dass die NPCs einfach ständig porten können, ist halt auch so scheiße. Warum müssen sie so stark sein, ganz ehrlich? Und vor allem, warum nur so dämliche Schwierigkeitsgrade haben. Normal im Trainingsmodus oder Kampfmodus, da kannst du die Gegner ja einstellen, wie stark sie sein sollen. Natürlich treffen ja noch überall. Ja komm, leck mich, ey. Ich bin langsam wieder an dem Punkt, wo ich sage, jetzt ist mir alles egal. Machen halt nur noch mit Finishern platt. Das kotzt mich halt auch an. Wir haben früher bei Budokai Tenkaichi 3 und so gegen solche Typen gekämpft. 今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のようにクリリンのことか。クリリンのことか。 Seht ihr, wie oft er porten kann? Was ist denn das für ein NPC, hey? Der muss ja auf mega stark, oder was gibt's denn noch für Stufen? So, jetzt kann ich mich abfedern. Es gibt nicht nur stark, sondern irgendwie auch, ja, das Sparking oder so sogar. Das Super. Ne, Super hieß, genau. Im normalen Trainingsmodus kämpfst, also ein Modus Super für die Gegner. Ich glaube, der muss irgendwie auf Super sein, weil stark haben wir den schon geschlagen. Das war schwer, ne? Schwer, wa? Ja, komm, ey, Mann. Also den mache ich jetzt mal noch auf dem Schwierigkeitsgrad. Und ansonsten den Rest vom Story-Modus, vor allem vom Goku, müssen wir gucken, sonst müssen wir wirklich runterstellen. Auch wenn ich es wirklich vermeiden will, aber weil es ist ja auch ein gewisser Lernungseffekt dabei, ne? Wenn du gegen so starke Gegner kämpfst, ganz klar, wenn du gegen schwache Gegner kämpfen, dann lernst du nichts. Hat doch eigentlich den Freezer mal irgendwie geworfen? Kannst du mal... Ist ja genau das ist das Ding. Ich kann hier weder teleporten, noch irgendwie sonst blocken, wenn er mir schon mal durchbrochen hat. Das geht ja nicht. Aber er kann währenddessen meine Angriffe blocken oder zurückschlagen. Vielleicht bin ich auch, obwohl ich es nicht gerne zugebe, einfach zu alt dafür, um sowas auch zu lernen. Das wäre dann mega frustrierend, ne? Zu sagen, ja,
Dankeschön, liebes Dragon-Universum, aber ich bin leider zu alt dafür, um sowas noch zu lernen. Nein, das kannst du nicht sagen. Ey. 時間がないんだ Ich meine, ich kann ja teleporten, das funktioniert auch im Training und so weiter, alles picobello. Aber hier, ich weiß einfach nicht, was man machen soll. Muss echt auch mal gucken, wie andere das lösen. Gibt sicher schon diversen Tutorials, vielleicht sogar solche Dinge, die man im Spiel selber gar nicht lernt, ne? Das kann natürlich auch sein. なめるなそらそらなめるなしやつらそらなめるな Bis es gab mal in einem anderen Spiel, ich weiß gar nicht mehr, ob es Wedging Blast war oder so, oder auch Kakarot. Ich glaube Kakarot war es. Da kannst du mit R3 einfach, wenn du in so einem Ding, fiesen Ding drin warst, kannst du da einfach so ein, ja, dich quasi befreien, ne? 君のことか Ein Energieding ausströmen, das was eigentlich Vegeta und Freezer auch schon die ganze Zeit gemacht haben. Ich glaube Freezer weniger, aber Vegeta vor allem. Was er quasi schon fast gespammt hat. Und das konnte halt jeder Charakter, versteht ihr? 最長老よ今すぐシェンロンに頼んでくれフリーザを除く者たち全てを地球に送ってくれ 変えてくれその願いいざとこの俺を除いた者たち全てをに Also leid mir tut, aber kommt im Nahkampf nicht gegen Freezer an. 今ここで勝 Der macht einen... 負の Ja, der bringt mich da irgendwie in so eine Zwickmühle, um es auf gut Deutsch zu sagen. こいつはどうだ Ich habe keine Ahnung, wie ich das konnte und wie ich da wieder rauskomme. Das ist mein eigentliches Problem. Wenn ich wüsste, wie aus dieser Schlagserie, wenn ich mal drin bin, wieder rauskomme, was eben bei anderen Spielen immer wieder funktioniert hat. 早いとこ Wenn du R3 oder eine andere Taste drückst, um dich da zu befreien, ein Energieding auszustoßen, damit er nicht so endlos Kombos spammen kann. Ich frage mich, wie das irgendwie online noch funktionieren soll, oder ist das ein ähnlich? 今度はコッパみじんにしてやるあの地球人のようにあの地球人のようにクリリンのことかクリリンのことか Seht ihr, wie oft er portet? Beim besten Willen, so oft kann er nicht porten hintereinander. 最長老よ今すぐシェンロンに頼んでくれフリーザを除く者たち全てを Junge, 地球に送って so kann ich gar nicht werden, ganz ehrlich. でその願いいざとこの俺を除いた者たち全てをに聞いておったのか悟空今ここで勝負の決着をつけなければ俺は一生あんたを恨む Ach, ihr wollt noch, ich hoffe, ich schaff's noch. 何々はお前がそれほど望むなら Nein, zu spät. Mann, Goku, dann macht er mal einen scheiß Move. Ich spam hier schon die ganze Zeit die Kombi, die Taste. Dann macht's einfach nie. Na klar! Er kann doch meine Dinge einfach durchstreamen. Aber ich kann es bei ihm nicht. Wollt ihr mich verarschen? So. Mann, oh Mann, oh Mann. Physische Spezialattacken. Die werden immer unterbrochen von so Strahlattacken und so. Aber wenn sie Gegner einsetzen, dann klappt's. So ein Scheiß aber auch, ey. Naja. どうあがいても宇宙空間では生きられない貴様を待っているのは死だけだ。皮肉だな。勝負に勝った貴様は死んで俺は助かるんだ。俺も生きてみせる。俺は宇宙一なんだ。だから
だから貴様はこの俺の手によって殺されるべきなんだ。Einen verbissenen Kampf, wortwörtlich, besiegt Son Goku Freezer. Er will dem in Trümmern liegenden Planeten Namek entfliehen. Aber das Raumschiff, das er gefunden hat, ist flugunfähig. Glücklicherweise entdeckt er eine Kapsel des Ginyu-Sonderkommandos und kann damit knapp vom Planeten fliehen. Aber die Kapsel ist nicht zur Erde unterwegs, sondern zum Planeten Yadrat. Und Son Goku lernt eine neue Technik. Aber so, schwupps, neue Technik hier. Die Planeten Namek Arc Saga, wer auch immer. Son Goku Saga Kapitel 3, ne? Was hat Son Goku erwacht? Okay, ist denn doch. Da doch hier, ne? Da kämpft Piccolo noch, aber genau hier, ne? Also, besiegen wir dann Genki Dama? Ja. Wir haben ihm dann Genki Dama platt gemacht, definitiv, da bin ich mir sicher. Jetzt ist halt die Frage, eben, wenn ihr da jetzt, sag ich jetzt mal, noch ein bisschen schneller gewesen wäre, ob dann diese, naja, was wäre, wenn ausgelöst worden wäre, weil ihr seht da unten am Fragezeichen, der von hier aus dahin führt, von der Position zum Fragezeichen hin, da ich nehme an, dass ich schnell genug besiegt habe und vor allem mit der Genki Dama auch, also wirklich dann durch die Genki Dama auch abkratzt, dass sie dann irgendwie auf Cooler treffen würden, weil das würde sich auch mit dem Film decken, ne, wo Cooler zum ersten Mal auftaucht. Ja, die was wäre wenn Dinge, ich glaube spätestens da muss die Schwierigkeit runterstehen. Aber ich werde jetzt erstmal natürlich noch ein bisschen runterkommen, ist klar, wenn noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, aufgeregt, ja, ein bisschen genervt, ja, ein bisschen, ja, mir fehlt das richtige Wort dafür. Ist egal. Auf alle Fälle bin ich ein bisschen, genau das Wort, und erregt, das war das Wort. Nicht sexuell, sondern halt auf eine Art und Weise erregt und ja, der ist ein bisschen gucken. Und wie gesagt, offscreen gucken mal, wie ich denn aus solchen Kombos da rauskomme, weil, wie bereits erwähnt, es gibt so Charaktere wie Vegeta jetzt hier, die dann einfach ihren Energieding spammen können. Weil Spam ist natürlich ein bisschen übertrieben, ne? Aber die können da einfach so einen Schallstoß irgendwie machen, damit du da wieder wegfliegst und so keine Combo ausführen kannst. Also früher, also ich glaube, es war sogar Dragon Ball Z Kakarot, wenn ich mich komplett täusche, da ging das auch, aber hier geht es dann nicht mit dem Charakter, das heißt, es muss irgendeine andere Möglichkeit geben, wie du eine Angriffsserie unterbrechen kannst, dann kann er in so einem Sparking-Mode. Weil im Sparking-Modus bist du theoretisch, kannst du glaube ich fast unendlich viele Angriffe spammen, solange du im Modus drin bist. Und das wäre schon ein bisschen heavy. Ich gucke mal ganz kurz Detail. Ziel, triff Freeze und dann Genki Dama. Ja, warte mal, das haben wir gemacht. Trotzdem wurde das Ding nicht ausgelöst. Ich frage mich jetzt gerade. Moment. Wir werden gleich die Folge. Cyborg Cell Saga, da ist klar. Ja. Dass sogar Freezer hier auftaucht. Ja, besiege Cheese, aber besiege Bata und Cheese. Hier steht das Ziel selber. Moment. Das sieht schon immer wieder raus irgendwie. Ja, darum diese Was wäre wenn Ding auszulösen, ne? Besiegen dann einen Genki Dama, ja, das haben wir getan und deswegen wurde das ausgelöst. Das heißt, wenn ich nicht einen Genki Dama besiegt hätte, wäre das andere ausgelöst, wäre irgendwie auch Ziel, Triffels und einen Genki Dama, ja, haben wir gemacht. Hey, ist es wirklich so, dass ich jetzt den Weg ausgewählt oder genommen habe, weil ich halt Freezer besiegt habe? Hier besiege Cheese. Das andere wäre wohl besiege Bata, aber wenn das funktionieren soll. Besiege Bata und Cheese ist das Ziel. Wir können nur gegen Cheese kämpfen. Bata wäre gar nicht dabei. Cheese schnell genug besiegen müssen. Das könnte natürlich sein, ne? Wäre schnell genug gewesen. Ist denn das neben das Genki Dama? Ja. Okay, das Geheimmanöver.
Überleben eine gewisse Zeit. Alles gegen die Schildkrötenschule. Haben wir dann in gewisse Zeiten überlebt, oder? Überleben den Kampf gegen Raditz oder habe ich ihn richtig besiegt? Ne, offenbar nicht, ne? Weil sonst wäre da was anderes ausgelöst worden. Und hier alleine weitermachen, ja, da ist klar. Dadurch haben wir hier was anderes eigentlich ausgelöst, aber irgendwie auch wieder nicht, ne? Weil wir sind wieder dahin zurückgekommen. Und hier irgendwo weiß ich weiß nicht mehr, wo es war, ich irgendwas anderes machen würde. Weil hier heißt die beiden Super Saiyajin besiegen Nappa. Aber warum die beiden Super Saiyajin? Hätte irgendwie auch nochmal eine Was wäre wenn ausgelöst werden müssen. So wegen, ja, Son Goku wird hier schon zum Super Saiyajin. Wäre so ein bisschen schräg, aber egal. Was seltsam finde ist, hier steht überall Son Goku Saga zwar, aber dann mit den Charakteren hier wie Piccolo, Vegeta oder Freezer. Aber die werden dann vermutlich drankommen, ich hier mit Vegeta oder mit Freezer oder mit Piccolo spielen würde, oder? Gehe ich jetzt mal davon aus. Naja, egal. So, dazu. Wir gucken in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ne? Wir haben hier noch viel zu tun natürlich und ja. Ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt hier spiele, den ersten Story-Arc von dem her, jetzt den von Son Goku. Das wird sicher noch ein bisschen besser werden und sonst eben haben wir immer die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu ändern. Kampfschwierigkeit wurde gesenkt. Sekundärziele können nicht abgeschlossen werden, während die Schwierigkeitssituation in Kraft ist. Bitte beachten, dass die Änderung der Schwierigkeit für alle Episoden gilt. Standardwert zurückgesetzt, sekundär kann jetzt abgeschlossen werden, ja. Das heißt, wenn ich da die Was wäre wenn Dinge auslösen will, muss ich den bekannten Schwierigkeitsgrad beibehalten. Ja, leg mir am Arsch, ey. Viel Spaß dabei. Freunde, Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!